Moin and welcome. Hello and welcome. This podcast is for motivated people who want to improve their Luxembourgish vocabulary, listening skills and fluency by listening to compelling content. I'm Anne, your dedicated host and the driving force behind Luxembourgish with Anne, with a true passion for teaching my mother tongue since 2012. In this dynamic podcast, I'll share with you interesting short vocabulary lessons and topic conversations from level A1 to B1, and together we will build a strong foundation of the language you need to speak with confidence about everyday life topics. I also share exclusive learning strategies and insights for the Sprachentest oral exam. So join me on this exciting Luxembourgish learning journey. Warst du bereit? Are you ready? Moin and welcome zu dieser neuen Episode. Is your goal to sit the Sprachentest in the upcoming future? And you don't feel comfortable speaking, or you need help on how to best answer to the examiner's questions, right? Well, then this episode is for you, because you will learn 3 model answers to 3 types of questions about the topic Sprachen, and which will help you to give better answers in the Sprachentest oral exam. Bist du bereit? Dann lass. So, hau das Thema Sprachen an Frage Nummer 1 aus. Wie viel Sprache schwätzt dir? So, I use here the formal form because in the Sprachentest the examiner will use the formal form. Okay? Donc, wie viel Sprache schwätzt dir? Here is one of the first questions the examiner may ask you about this topic, and you can use these sentences or these answers. Ich schwätzen 3 Sprachen, und zwar Polnisch, Russisch und Englisch. Anelo lehren ich Lützebuergisch. Ich wiederholen. Ich schwätzen 3 Sprachen, und zwar Polnisch, Russisch und Englisch. Anelo lehren ich Lützebuergisch. Another answer could be: Ich schwätze fließend 3 Sprachen, und zwar Spanisch, Französisch, Englisch, und ich verstehe ganz gut Italienisch. Lo schwätze ich auch ein bisschen Lützebuergisch. So when I say ich schwätze fließend 3 Sprachen, this means I speak 3 languages fluently. And then use this zwar. Zwar meaning more precisely, so to illustrate which languages you speak. So, ich wiederholen. Donc, ich schwätze fließend 3 Sprachen, und zwar Spanisch, Französisch, Englisch, und ich verstehe ganz gut Italienisch. Lo schwätzen ich auch ein bisschen Lützebuergisch. Ganz wichtig, so very important. The verb to speak is schwätzen. Schwätzen. I often hear students using another verb, which I will not name on purpose so as to avoid any confusion, that does not exist in Luxembourgish. Okay? And as you have noticed, the languages end in sh or ush in Luxembourgish. For example, Französisch or Englisch, Lützebuergisch, Italienisch, Spanisch. Ja? Gut. So, Frage Nummer 2. War das eher Motivation für Lützebuergisch zu lernen? So, here is a first possible answer. Ich wohne seit 5 Jahren hier zu Lützeburg, und Lützeburg gefällt mir gut. Ich will hier bleiben, mich integrieren und Leute kennenlernen. Ich lerne auch Lützeburgisch für meine Kollegen auf der Arbeit zu verstehen. I repeat sentence after sentence. Donc, ich wiederhole Satz no Satz. Ich wohne seit 5 Jahren hier zu Lützeburg. Lützeburg gefällt mir gut. Ich will hier bleiben, mich integrieren und Leute kennenlernen. So, Leute kennenlernen means to meet people. Ich lerne auch Lützeburgisch für meine Kollegen auf der Arbeit zu
verstehen. Another possible answer could be to the question, wat ass Motivation fir Lützeburg ze lehren? Mei Jong geht an d'Primärschule an eisem Dorf. Hier versteht schwätzt och Lützeburgisch. Mei Mann ass Lützeburger. Dofir ass et wichtech fir mech d'Sproch ze lehren. Annech will och mat menge Noperen an andere älteren Lützeburgisch schwätze können. Ich wiederholen, doch my Jong geht an Primärschule an eisem Dorf. This means my son goes to the primary school in our village. Hier versteht schwätzt auch Lützeburgisch. My Mann as Lützeburger. Dofir as et wichtech fir mech d'Sproch ze lehren. Doch dofir as et wichtech means that's why it is important. An fir mech for me d'Sproch ze lehren. An, ich will auch mat menge Noperen an anderen älteren Lützeburgisch schwätze können. Meaning, and I want to be able to speak Luxembourgish with my neighbors and other parents also. Ja, gut. Froh Nummer 3. Wéi eng Method benutzt dir fir Lützeburgisch ze lehren? Or the question could be, wéi leiert dir Lützeburgisch? Meaning the same. Donc, wéi eng Method benutzt dir fir Lützeburgisch ze lehren? Oder wéi leiert dir Lützeburgisch? One possible answer could be, fir d'éischt warech an engem Gruppekur op der Gemeng. Elo lehren ech mat Online-Kuren, da das praktisch. Ech hun och emoltwoch e Kur online mat engem private Prof. Dat hëlleft mir fir d'Sproch ze üben. Okay, so let's break it down. Donc, fir d'éischt warech an engem Gruppekur op der Gemeng means first I was in a group course at my commune. Elo lehren ech mat Online-Kuren. So this means that now I'm learning with online courses and pronounce courses in Luxembourgish Kuren and not Kursen. Donc Kuren. Dat das praktisch, that's convenient. Ech hun och emoltwoch e Kur online mat engem private Prof, and I also have a lesson online with a private teacher once a week. Dat hëlleft mir fir d'Sproch ze üben, so that helps me to practice the language. Üben. Good. So, you have noticed that to practice a language is in Luxembourgish Lützeburgisch oder ein Spruch üben. And don't use praktizieren because we don't use it. We say üben. Another possible answer could be, ich lehren e Läng doheem mat Bicher a mat enger App. Ech sinn an engem Online-Gruppekur ageschriwen fir regelmäßig ze üben. Donc, ech lehren e Läng, meaning I learn alone. Ech lehren e Läng doheem mat Bicher oder mat enger App oder mat enger Applikation. Ech sinn an engem Online-Gruppekur. E Gruppekur is a group class. Ech sinn an engem Online-Gruppekur ageschriwen. Ageschriwen is the past participle of aschreiwen when you are registered. Ja? Fir regelmäßig zu üben. So, ech wiederholen. Ech lehren e Läng doheem mat Bicher a mat enger App. Ech sinn an engem Online-Gruppekur ageschriwen fir regelmäßig zu üben. Regelmäßig meaning regularly. Okay? Now it's over to you to practice the answers to these questions you have heard today. So the first question was, wie viel Sprache schwätzt dir? So try to write down your answer with your words and your personal situation, and then record yourself to listen to your pronunciation and how it sounds, so that you can improve and gain confidence. Das Froh Nummer 2 war, wat das Motivation fir Lützeburgisch ze lehren. An Froh Nummer 3 war, wéi eng Method benutzt dir fir Lützeburgisch ze lehren oder wéi leiert dir Lützeburgisch?
Du kannst auch den Antwort an den Kommentaren unter diesem Video schreiben und dann kriegst du auch mein Feedback. So, and with my self-study online course, Master the Sprachentest Oral Exam, you will learn how to best answer the different types of questions the examiner might ask you, and you will get also model answers to all the topics of the Sprachentest. In this course, I also share useful tips and hints how to sharpen your listening comprehension skills so that you will be able to understand the questions you will be asked. This is crucial to give an appropriate answer. Now, you will find the link to this course, Master the Sprachentest Oral Exam, in the show notes below this episode. Ich so ein Merci für die Nolauchtern und bis nächste Woche, wie immer. Adi.